Geht da was? So, grüß Gott beieinander. Endlich. Endlich Zeit für richtig geile Story-Games. Ich hab Bock drauf, ich glaube ich auch, oder? So, Mr. Akayo, Mrs. Sam Crowell und Mr. Billinger. Einen wunderschönen guten Das, was Abend. ihr hier vor euch seht, ist der dreifache Super Saiyajin. Den hat noch keiner geschafft, deshalb hat es auch etwas gedauert. Gamma 98 HAWEDEYEY, endlich Freitag. Ich hab keine Ahnung, was die Duschen vorher verzeiht hat, aber endlich Freitag habe ich noch verstanden. Mr. Price, merci dir für dein Stufe 1 Resub im 3. Monat bereits. Nicht mehr, was die Zeit vergeht. Weiterhin willkommen in der Barzegegend und viel Spaß mit den Emotes. Merci dir, Alter. Ich hoffe, es ist alles fit bei dir. Leg mich ja wahrscheinlich die Alerts laut. Bist du bescheuert, hey? So Goku schreit mir da komplett meine Ohren weg. Heilige Scheiße. Aber gut. Hilft der mir auch nicht. Leute, ich hab richtig Bock auf Assassin's Creed. Ich sag's euch frei weg, wie es ist. Ja? Ich hab so derartig viel Bock drauf, dass ich gar keinen sagen kann. Assassin's Creed 1, das war damals für mich, keine Ahnung, ein Meilenstein der Spielegeschichte. Also für mich persönlich jetzt, ja. Also, ich glaube, ich lehne mich jetzt einmal weiter aus dem Fenster. Also ich rede jetzt von mir persönlich, von meiner persönlichen Meinung, ja. Ich finde, was Story angeht, glaube ich, habe ich noch nichts vergleichbar kurz gespielt wie die Klasse, also wie die ersten Assassin's Creed Teile. Ja, also ich spreche jetzt da von Assassin's Creed 1, 2, die 2 Sequels dazu mit dem Ezio und das 3er. Ja, alles danach, also das hat bei mir dann so vom Story-Aspekt her war für mich absolut nicht mehr interessant. Gibt es halt natürlich 2 Lager. Die neuen Spiele haben alle nicht schlecht, also ich möchte jetzt da nichts durch den Dreck ziehen oder sonst irgendetwas, um Gottes Willen. Aber wenn es um den reinen Story-Faktor geht, hat die ersten 3 Teile absolut Bombe gewinnen. Deswegen bin ich jetzt echt extrem hyped auf eine Wiederkehr ins 11. Jahrhundert mit dem Altair, da wo die ganze Geschichte anfängt. Weil das ist, glaube ich habe keine Ahnung, wie lange ich Assassin's Creed 1 nicht mehr gespielt habe. Ich glaube, aber 12 Jahre lang und dann mit Sicherheit nicht. Das Spiel hat übrigens 15 Jahre auf dem Buckel. Ja? Für alle, die jetzt meinen, das war erst vor 5 Jahren released. Das sind fucking 15 Jahre her, dass das released worden ist. Die Zeit vergeht einfach unfassbar schnell. Mrs. Wichterli, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's Erna denn heute? Haben wir schon ein wenig fitter unterwegs? Ich hoffe doch. So. Man muss dazu sagen, also bevor wir anfangen, Assassin's Creed 1, das meine war mehr so, ich glaube, das war von Ubisoft mehr so ein Testballon. Ja? Die haben sich gedacht, hey, jetzt machen wir mal so ein Spiel mit Assassinen und Meucheln und was das wie es ist. Und das releasen wir mal und dann werden wir mal sehen, wie das läuft und dann sehen wir schon. So. War halt dann auch so, dass das so dermaßen eingeschlagen hat. Also da ist eine Nuklearwaffe ein Scheißdreck dagegen. Und dann ist halt, haben sie sich eigentlich kurz drauf so gewissermaßen, ähnlich wie bei den Macher von God of War, haben sie sich gewissermaßen so ein bisschen selber ins Knie geschossen. Weil nach dem 2er, beziehungsweise nach der Ezio-Story, hat es eigentlich nicht mehr besser werden können. Aber gut. Ich hab's zum Release gespielt und seitdem nicht mehr. Also ich weiß vom 1er nicht mehr viel. Ich weiß noch ein bisschen was. Also die Rahmenhandlung weiß ich natürlich noch. Aber die ganzen Gespräche und die ganzen Geheimnisse und wie auch immer und so fort und so weiter und so fort, das weiß ich natürlich auch nicht mehr. Ja. Es ist halt einfach ewig lang her. Aber ich bin gespannt. Ich bin einfach jetzt selber gespannt und wie gesagt, ich freue mich jetzt auch drauf. Es ist vor allem jetzt mal ein entspanntes Spiel, also tatsächlich ein entspanntes Story-Game. Da wo man jetzt nicht hetzen muss, da wo man jetzt nicht mords drum tryharden muss, also es geht jetzt einfach mal gemütlich zu, sagen wir es so. Wird immer besser, Mrs. Fichteli, das freut mich außerordentlich, das zum Hören.
Mir geht's soweit gut. Ich habe nur massiven Muskelkater in der Rippen- und Bauchgegend. Das kommt wahrscheinlich vom Training gestern. Aber ansonsten geht's mir eigentlich gut. So, heute ist Freitag, ich habe zwar meine Schicht noch vor mir, aber hey, Wochenende steht vor der Tür. Die meisten von Ihnen kann schon am Wochenende wohl verdient, natürlich. Was möchten mehr? So, Freunde. Ich glaube, jetzt fangen wir an, oder? Haben wir Bock drauf? Also ich für meinen Teil habe massiv viel Bock drauf. Habe ich glaube ich schon erwähnt. Schauen wir mal da. Das passt ja perfekt. Kann losgehen mit der Assassine. Mrs. Wifey. Da haben sie jetzt ein wahres Wort gesprochen. Jetzt glaube ich, fangen wir an. Jetzt pass auf, wo haben wir jetzt? So ist. Oh, man sieht schon. Okay. Switcherino. So, Freunde, ihr müsst mir bitteschön jetzt in den nächsten paar Minuten bitteschön sagen, wie wir vom Sound her drohen. Muss ich bei leiser oder lauter machen? Das war eine wichtige Info. Ja? Dass ihr natürlich auch so ein gut wie möglich abgestimmtes Spielerlebnis habt. Da haben wir jetzt abgesehen davon das Intro. Das schauen wir uns jetzt geschwind an. Eine Legende, wenn es mich fragst. Da steht's mir Gänsehaut auf. Ich weiß nicht, ob man's. Das meine ich, sagt mir jetzt nicht, aber mir steht's da Gänsehaut auf. Einfach, das Spiel ist einfach Legende. Der Altair ist einfach Legende. Mit dem hat die Reise einfach angefangen. So, wo steht jetzt, da wurde der Mr. Price geschrieben. Assassin's Creed 1 hätte ja vom Arbeitstitel eigentlich zu Prince of Persia kehren sollen, ist aber dann doch ein eigens Spiel geworden und der Rest ist Geschichte. Gott sei Dank ist das ein eigens Spiel geworden. Schau wieder, wie es ist. Billinger steht jetzt auch Tor auf. Gute Musik, by the way. Also ich kann's für alle, die wo jetzt, ich glaube es gibt keinen, der wo Assassin's Creed nicht kennt. Also, wenn es da jetzt irgendwer im Chat gibt, der wo sagt, der hat noch nie was von Assassin's Creed gehört oder gesehen, der meine, der lebt auf dem Mars, so, auf die Art, ja? Ja, aber jetzt schauen wir es uns jetzt aber nicht mehr an, gell? Das ist aber hoffentlich auch klar. So. Jetzt wählen wir unser Profil aus. Ich habe natürlich schon ein Profil erstellt. Da habe ich die ganzen Controller-Einstellungen vorgenommen und so weiter und so fort, dass wir uns das jetzt im Stream sparen. Nochmal kurz, also wie gesagt, wer Assassin's Creed heutzutage nicht kennt, der ist nicht auf der Erde geboren worden, weil das gibt's eigentlich nicht. Das kann an einem nicht vorbeigegangen sein, das geht einfach nicht. Wer habe ich die Ehre? Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin im Tutorial damals leicht verzweifelt, weil der Kerl sich ums Verrecken nicht schneller bewegen wollte. Ja, das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Assassin's Creed 1 war gewissermaßen ein Testballon und natürlich haben da die einen oder anderen Mechaniken dann nicht ganz so hundertprozentig gut umgesetzt und ausgereift gewesen. Das hat sich aber dann im zweiten Teil massiv geändert, nachdem sie, wie gesagt, gesehen haben, dass das eingeschlagen hat wie Granaten. Aber es geht tatsächlich, ja. So, wir fangen mal ein neues Spiel an. Ich hoffe, ich habe so Bock. Ich habe so Bock, ich kann es nicht sagen. Wir haben einen vom Soundtrack. So. Lauft auf alle Fälle flüssig.
Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. In der ganzen Weisheit ist Vielfaches. Und der Erkenntnis lehrt. Mehr als Macht. Es gibt ein Problem. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Dialog ist ein bisschen leise. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Schauen wir gleich. Desmond, versuchen Sie sich zu entspannen. Ich stabilisiere ihn. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Erkennen Sie, dass nichts, was Sie sehen, real ist. Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Verdammt, es klappt nicht. Einen Moment, Mister. Der passt sich an. Das erste Mal ist nie leicht. Es geht schief. Das reicht, Miss Stirner. Wir müssen ihn herausholen. Sofort. Okay, Mister. Wir werden jetzt versuchen, Sie da rauszuholen. Wegen dem Sound schaue ich gleich nochmal. Wegen der Dialoge. Das kann man bestimmt einstellen. Alles okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, ich habe gerade Ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt. Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Ich nehme die Nummer 3. Also ich werde unter die Gespräche mein Maul halten. Entscheidung. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo... Ja, kein Ausschnitt, das ist mir schon wieder unsympathisch. Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen. Die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt Sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen. Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Ja, klar. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich.
Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wieder zu erleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ja, am Anfang halt. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Assassin's Creed 1 und 2 Remaster mit der Unreal Engine 5, der 4 oder dagegen? Ich verstehe die Frage nicht. Mr. Price, die Frage verstehe ich nicht. Die müsstet ihr eigentlich von der Lore beantworten. Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. So, jetzt schauen wir mal erst einmal zwecks Dialogsound. Ist der wirklich so leise? Müssen wir einen Dialogsound ein wenig aufhören? Also ich verstehe ihn auf dem Headset ja logischerweise okay, ja? Aber ich muss natürlich für ihn passen. Jetzt schauen wir da mal, ob wir da was da deichseln können. Da schau her. Ja, die Sprachlautstärke war schon oben, da kann aber der 4, und der macht halt das um 2 Stufen zurück. Das der wir auch um 2 Stufen, 3 Stufen zurück. Dann müssen die Dialoge ein bisschen besser rauskommen. Ja? Also ich denke, das passt. Wenn nicht, dann rührt es halt einfach nur mal, okay? Hallo Subjekt 17. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Anweisungen folgen in Kürze. Irgendwie hätte sie das auch wie so Der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. Falls Sie jemals asynchron werden, stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Desynchronisierung heißt einfach mit Der Sterben. benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen Ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung Ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Das ist halt jetzt Tutorial-Level, ja? Also wir lernen jetzt im Endeffekt die ganze Steuerung. Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Es hat eine Kopftasten gegeben? Wow. Ja, schaut her, das ist schon wieder so lange her, das weiß ich gar nicht mehr. Gut. Nutzen Sie nun Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Das weiß ich noch, da bin ich damals, Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. das weiß ich nur, da bin ich damals, ich hab das Spiel damals auf der Xbox 360 gespielt und da bin ich, ja, was heißt verzweifelt, aber da habe ich einfach nicht gecheckt, dass du beim Durchgehen, beim Leichtstoßen den Knopf gedrückt halten musst. Ich habe gemeint, da muss man draufdrücken. Jetzt bin ich da natürlich nie gleich durchgekommen, wie ich das erste Mal gespielt habe. Gut gemacht. Der Animus unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Das ist jetzt das, was Mrs. Fichteli angesprochen hat. Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspieler-Eingaben verändert. Das seht ihr jetzt oben rechts, ja? Exzellent. Oder habt ihr gesehen? Hoffentlich. Wir setzen die Synchronisierung fort, Voilà, Entschuldigung. indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. So. Auffälliger Modus, greifen und dann schubst man halt nach hinten. Gut. Das war halt damals noch, was ich gesagt habe, so ein bisschen die Benutzen Sie die Bandtaste Steuerung, im auffälligen was noch nicht so Modus, um ausgereift zu war. sprinten. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Sprinten und Kann man aber was hier erreichen Sie die erinnern. Markierung vor diesem Mann. Oh, das ist aber knapp. Gut Aber gut. gemacht. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand.
Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Ein heimliches Attentat! Ja, das ist sozial nicht akzeptabel, wie die Mrs. Animus gesagt hat. Keksi, habe ich die Ehre, grüß dich Gott. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Ah, da haben wir unten links mit die Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Es ist by the way X auf dem Xbox-Controller, ja? Hast schon Keksi, viel Spaß. Weiterhin. Wer hat das getan? Zeigt euch! Und jetzt? Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Doch, höchstwahrscheinlich. Den Soldaten. Also ist er, wie? Ich soll ihn jetzt provozieren, oder was? Herbert, merci für deine 100 Bits. Ich hab was von Bits gelesen im DC. Ja, so war das aber eigentlich nicht gemeint. Aber merci dir. Tötet ihn! Tötet den Beachten Sie, dass Assassinen! sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Aha, ja dann. Komm zurück! Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Mann, was ist das für ein Garten, bitte? Gut. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Das wird doch zu nichts. Richtig, ja. Gut gemacht. Der Soldat hat Ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können Ihr Versteck verlassen. Exzellent. Damals war es halt noch so, im ersten Teil, da hast du aus dem Versteck außer kein Attentat machen können. Füllen Sie Ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie sich verstecken können. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. Ja, der berühmte Heuballen, Freunde der Sonne. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Indem er einfach Sie können Bett. einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Was so macht. Tod? Leben. Tod? Leben. Was so gefaltete Hände alles ausmachen können, hä? Ein Wahnsinn. Vor allem, ich bin halt einfach ein und dieselbe Person. Ich tue nur anders. Gut. Da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Oha. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Gut gemacht. Weiße Information, gelb Attentatsziel, rot Soldat und blau verbündet. Okay. Verstanden. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen folgen. Das Credo hat 3 Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen.
Sie Ja, gut. haben das Tutorial erfolgreich beendet. Ja, auf geht's Der jetzt. verdienste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Ja, ich bitte drum. So, Freunde, jetzt geht's aber wirklich los, gell? Ich darf mich fragen, ob man eigentlich das Tutorial skippen kann. Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. So, und da geht's jetzt im Endeffekt auch endlich los. Ja, wir haben ja, ich weiß jetzt nicht mehr, in was für ein Tempel das wir genau haben, aber nur da weiterhin nichts zur Sache. So, Akrobatik. Ich sag's nur noch mal vorsichtshalber, nicht, dass ihr denkt, ich bin nicht gesprächig oder sonst irgendetwas. Aber während der Sprachsequenzen, Zwischensequenzen und so weiter und so fort, wo irgendwas erklärt wird oder erzählt wird, bin ich einfach stark. Ja? Erstens einmal, weil ich selber noch mal hören möchte, was die genau zum Sagen haben und wie die Dialoge damals waren. Und vor allem halt, weil es halt dann auch ein wenig mehr davon habt. Ja? Ich denke, das ist okay. Der hat hinter sich, abgesehen davon. Dort. Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt. Da kommt jemand. Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Masyaf kümmern. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair. Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon 2 Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die 3. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch. Sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Da haben sie jetzt nicht ganz unrecht, die zwei Burschen. Der Altair hat nämlich jetzt just in diesem Moment schon 2 Regeln gebrochen. Erstens einmal, er ist nicht diskret und zweitens einmal hat er einen Unschuldigen umgebracht. Ja, das war der alte Zausel, der da wo vorher am Tempeleingang gesessen ist. Das ist Salomons Tempel, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das kann... Ja, das stimmt. Da war irgendwas. Halt, Templer! Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah. Nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Ich denke mal, weil wenn ich an Altair und an Ezio sehe, war ich doch heute noch großer Sportler. Blut. Nein, nicht! Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Männer, zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Ja, das ist halt jetzt blöde. Weil durch seine Arroganz, durch seine Überheblichkeit
gehen die zwei Assassinenbrüder nämlich jetzt drauf. Könnt ihr euch, glaube ich, schon ein wenig vorstellen, was das für Konsequenzen haben wird, weil das weiß ich tatsächlich sogar noch. Ist zum Beispiel auch so, ob sie das Klettern an der Wand, das war damals halt noch relativ langsam, sage ich mal. Das hat sich dann erst im zweiten Teil tatsächlich deutlich verbessert. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Altair, ihr seid zurück. Rauf. Wie schön, euch unverletzt zu sehen, Dai. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. So, Glasl Milli und ein Marmorkuchen kann losgehen. Mrs. Wife, jetzt bin ich gerade dezent neidisch auf die, ja. Aber lasst das schmecken auf alle Fälle. Und genießt die Show. Freunde, das war jetzt, das, was wir jetzt da spielen, ist im Endeffekt nur mal so mehr oder weniger der Einstieg in die, oder das Ende vom Tutorial und der Einstieg in die Story. Ja, also, halten wir fest, wir haben jetzt gerade eigentlich unseren Hauptgegner gesehen in dem Spiel. Der Robert de Sable. Warum es im 11. Jahrhundert schon Franzosen gegeben hat, weiß ich nicht. Aber das wird schon irgendeinen geschichtlichen Hintergrund haben. Ja, wir haben jetzt gerade dezent Scheiße gebaut. Wir haben dafür gesorgt, dass 2 Assassinen wegen uns draufgängen. Wir haben praktisch ungefähr alles gebrochen, was man brechen kann an Regeln für einen Assassinen. Und das da ist im Endeffekt unsere Heimat, die Assassinenheimat. Das ist die Stadt Masyaf, beziehungsweise die Festung Masyaf oder Burg Masyaf, ich weiß nicht. Da haben meiner Meinung nach Assassinen eher einen Ursprung. Ja. Ich meine, es gibt dann später nur Teile, wo das Name ein wenig tiefer geht. Aber jetzt rein als Hintergrund wissen, das im Endeffekt ist die Ursprungsstätte der Assassinen. Mehr oder weniger. Vom Sound her ist es jetzt natürlich, also hoffentlich deutlich besser sein. Vor allem, was Dialog angeht. Ich muss sagen, am PC schaut das nochmal um einiges besser aus, wie damals auf der Konsole. Gut, war auch traurig, wenn nicht, aber gefällt mir. Gefällt mir sehr. Wie nah an der tatsächlichen Geschichte sind die Spiele. Die Orte und die Personen, die man trifft, oder die meisten Personen, die man trifft, sind sehr nah an der Geschichte. Also die haben einen realen Hintergrund tatsächlich. Aber manche Personen haben halt natürlich erfunden. Ich kann da jetzt nicht wirklich sagen, ob es ein Altair, also die Person Altair wirklich einmal gegeben hat. Aber so Masyaf und so Zeug, wir werden später Jerusalem kennenlernen, wir werden Damaskus kennenlernen, also jetzt in dem Teil. Wir werden Akkon, glaube ich, noch kennenlernen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Akkon an und für sich heute noch gibt, glaube ich nicht mehr, oder heißt heute anders. Aber so an und für sich, die Entwickler haben sich da sehr, sehr große Mühe gegeben, das sehr realitätsnah zum Gestalten. Ja. So ist jetzt nicht. Also es ist nicht irgendwie blöd aus der Luft gegriffen. Klar, die Story ist natürlich eine Fantasie, logischerweise. Die Assassinen, wie sie da im Spiel dargestellt werden, haben ja in echt ganz anders gewesen. Ja, also Assassine war ja eigentlich ein Attentäter, der wo sein eigenes Leben dafür geopfert hat. Also der hat das praktisch, wie soll ich das jetzt sagen? Das kannst du dir jetzt vorstellen wie ein Bombenattentäter, der wo sich einen Gürtel um sich umwegt und irgendjemanden umbringen möchte. So kannst du das vorstellen. Ah, endlich kehrt er zurück. Abbas. Wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. Die mengen sie eigentlich nicht so. Waffenverbot. In der Festung dürfen Waffen nur im Trainingsring benutzt werden. Ja? Also ich kann jetzt da nicht einfach irgendwie jemanden anstechen. Das funktioniert nicht.
Also ich muss... Es ist jetzt natürlich, man muss halt schauen, man darf halt nicht vergessen, das Spiel hat wirklich, es hat halt einfach 15 Jahre auf dem Buckel, ja. Aber für das schaut das für heutige Verhältnisse eigentlich noch relativ sauber aus. Klar ist die eine oder andere Textur ein bisschen verschwommen und ein wenig schwammig, aber wie gesagt, 15 Jahre, die kennt man halt. Das, was von den richtigen Assassinen eingebaut haben, ist das Leap of Fate. Das war wirklich so, dass die auf Befehl in den Tod gesprungen sind, ja. Das habe ich gemeint damit. Also ein Assassine damals ist eigentlich mehr oder weniger... Der Meister erwartet euch. Einer gewesen, der wo nichts mehr zum Verlieren gehabt hat. Das Spiel hat zweimal Ass im Titel, das gefällt mir. Sigi habe ich dir recht hast. Meister. Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Das ist der Präse übrigens, ja. Darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Sprecht nicht weiter. Kein Wort mehr. Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein, ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot. Malik? Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch. Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder könnte noch leben. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier, nehmt es. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor Masyaf. Also sucht er den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, was? Jetzt muss ich nochmal lesen. So, ich find das super so, es muss ja nicht alles unrealistisch sein. Man darf schon auch sein, dass es ein Spiel ist und kein Film, meine Meinung. Ja, im Endeffekt kannst du so sagen, ein Spiel ist eigentlich ein Film, nur dass du das selber gestaltest. So, also das ist meine Auffassung von einem Spiel. Also von Story-Spiel vor allen Dingen, ja. Da gibt es doch auch im Asiatischen so Mönche oder so, die sind auch so eine Art Assassinen, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Du meinst Shaolin. Das sind Han-Mönche, aber das sind keine Assassinen, sondern halt tatsächlich richtige, also Nahkämpfer sozusagen. Ja. Gibt es bestimmt auch irgendwelche, das was du meinst, sind wahrscheinlich Ninjas. Ja. Das ist sowas Ähnliches, tatsächlich. Aber wenn du die asiatischen Mönche meinst, das sind Shaolin. Ninjas, ja, das sind, glaube ich, kommt aber aus dem Japanischen. Mr. John Siegel, da müsstest du ein bisschen mehr wissen. Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten, aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab. Beschäftigt sie und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. Was sind wir da? Achso, wir müssen in die Richtung. Ja gut, okay.
Ja gut, da wird uns jetzt noch mehr erklärt, wo es für Waffen ist. Das ist praktisch, kannst mit Steuerkreuz steuern. Also ich werde die meiste Zeit mit dem Kurzschwert kämpfen dann. Tatsächlich. Glaube, denke. Achso, ja, das war... Ah. Ja, okay. Okay. Ah ja. Ja, da haben wir einen sauberen Salto geschlagen. Waren das alle? Ah, da unten gibt's noch mehr. Natürlich ist beim Kampfsystem in Assassin's Creed noch so, also du kannst es mit theoretisch 50 Gegner gleichzeitig aufnehmen, wenn du ein bisschen weißt, wie man kontert. Bei den Eiern ist es tatsächlich dann nimmer so. Glaube ich. Ich habe die neuen Teile tatsächlich nie gespielt. Oh, wir werden mal nicht dezent überrennt da, ha? Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ja, genau. Ja, das ist schon aus dem Japanischen. Weil Naruto und so, weißt du? Na, aber so. Ich kann ihn nicht verzeihen. Nach oben. Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Haltet euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Jetzt weiß ich nicht einmal mehr, was ich sagen will, aber... an und für sich kann man festhalten, Assassin's Creed ist, vor allem was die Orte angeht, sehr, sehr real. Also die Orte haben alle irgendeinen geschichtlichen Hintergrund. Zumindest von den Teilen, wo ich sie gespielt habe, ja? Geht auf diese Plattform, Altair. Ja, da wird uns jetzt das berüchtigste... die berüchtigste Mechanik eines Assassin's Creed beigebracht, ja? Der Todessprung. Heide! Gebt zurück, was ihr gestohlen habt! Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert. Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiter zu lichten. Ihr treibt ein gefährliches Spiel! Ich versichere euch, es ist kein Spiel. So sei es! Bringt mir die Geisel! Der hat's hinter sich. Euer Dorf liegt in Ruinen und eure Vorräte sind begrenzt. Wie lange, bis eure Festung von ihnen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Baguette. Meine Männer kennen den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut, dann sollen sie Erlösung erhalten. Du Zauberer, du, die haben für eine Überzahl. Und tut es ohne zu zögern. Zeigt diesem tumben Recken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Herauf zum Herrn! Todessprung, drücken und halten Sie den 5. Button. Ich verstehe die Frage nicht. Und A wahrscheinlich, weil grün hinterlegt, und bewegen Sie Pfeil auf einer Kante zu, um einen Todessprung auszuführen. Tauben zeigen Ihnen, wo Sie abspringen müssen. Und da ist daneben gesprungen, oder was? Unfänger. Still. Oder die Templer werden uns hören.
Ich bleibe zurück und kümmere mich um ihn. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Seile? Tod auf unsere Feinde regnen. Da drüben. Das ist zwar Balken, aber gut. Achso, da oben. Ah, da war ein Seil. Ah, okay. Ja, hast noch mal Glück gehabt, Bulle. Ich will gerade mal schauen, gibt es da irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob es in dem Spiel schon Collectibles gegeben hat. Ich glaube aber fast nicht. Ich halte da vorsichtshalber noch mal fest. Musikalisch ist Assassin's Creed immer sehr gut untermalt worden. Ja? Egal was für ein Teil, den was ich jetzt gespielt habe. Egal ob es der 1er, der 2er oder der 3er war. Das ist also dieses Michael Mörders Glaube, dafür habe ich die. Todessprung, wenn sich Leute fragen, warum ich... Ja, jetzt haben wir die Antwort drauf. Wie gesagt, das merkst du halt einfach, dass halt Assassin's Creed 1, wie gesagt, eigentlich so eine Art Testballon war, weil halt da manche Mechaniken, eben wie zum Beispiel das Klettern, halt noch sehr, sehr stumpf war. Ja? Also im zweiten Teil ist das Klettern dann deutlich verbessert worden. Von daher... Aber das akzeptieren wir jetzt einmal, ja? Ihr habt es geschafft, Robert von hier zu vertreiben. Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Stimmt, diese Flaggen geben. Wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz, eurer Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. 3 einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge... Fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden. Direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Oh, das ist aber jetzt unfair. Es schmerzt mich. Wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, Altair. Wer ein Bitch slappt. Ja, der Al-Mualim, der kann das halt.
Er hat eine weit höhere Anpassungsrate als jeder andere Tester. Ich hole ihn da raus. Er war viel zu lange da drin. Nein, noch nicht. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Das ist zu gefährlich. Was sind schon 1-2 Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe. Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Gut. Der alte Mann hat Kraft. Der hat ein wenig mehr. Das ist das Problem. Aber, also das ist halt, wie gesagt, das Spiel ist halt in dem Sinne nicht blind für mich. Ich kenne halt die Haupthandlung an und für sich noch. Ich weiß auch, was sich das alles aushält. Ich werde aber jetzt da überhaupt nichts sagen für die Leute, die das nicht mehr wissen oder generell gar nicht wissen. Aber der Al-Mualim, der hat's in sich, sagen wir es mal so. Ja? Ui, Desmond der Mondbär. Wie kommst du jetzt da auf Mondbär? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber okay, netter Name. Weil die alten Assassin's Creed machen die Animus-Sachen noch sind. Genau so ist es nämlich. So, was will ich jetzt eigentlich da? Verstehe die Frage nicht. Wir luren uns da jetzt einfach mal ein wenig um, würde ich sagen, oder? Vielleicht finden wir mal einen Schnapsal oder sowas. Michi, habe die Ehre. Michi S. Also, du bist der Drechsler, ja? Jetzt wollte ich gerade sagen, du hast die umbenannt, oder? Die Alten. Also, Wichterli, jetzt bin ich gerade ein bisschen geschockt. Von Mr. Sai Ching, da ich sowas jetzt erwarten, aber von dir? Ach, da kann man jetzt, also wir müssen die aushorchen. Da schau her. Ich mag es gar nicht, wenn Sie vor den Gefangenen meine Autorität in Frage stellen. Es gibt ein Wort dafür. Ich glaube, man nennt es Insubordination. Und ich mag es nicht, wenn Sie ihn töten, bevor wir unsere Arbeit beendet haben. Dafür gibt es auch ein Wort. Dumm. Lucy, das ist nicht meine Entscheidung. Ich mache die Deadlines nicht. Aber ich bin klug genug, sie nicht in Frage zu stellen. Wollen Sie wie Layla enden? Ich weiß, der Unfall hat alles verändert. Weshalb wir keine Zeit haben, ihn zu verhätscheln. Wenn Sie ihn zu hart rannehmen, wird er zumachen. Und dann haben wir nichts. Jetzt haben wir auch nichts. Hart rannehmen und dann macht er zu, Freunde. Das eine Weisheit in Assassin's Creed. Fein. Aber ich möchte, dass Sie sich Gedanken über seine Verweildauer machen. Wir können nicht bei jedem Schweißausbruch abbrechen. Schlimm genug, dass wir uns durch all diese nutzlosen Erinnerungen durcharbeiten müssen. Ich tue, was ich kann. Okay. Stille Wasser sind tief und trickert. Oha. Michaeli, oha. Jetzt aber. Wenn's Klick kostet, eventuell morgen, Drechsler. Wenn's Klick kostet. Oder spätestens nächsten Freitag. Oder spätestens. Wir sind fertig für heute, Mr. Miles. Ich schlage vor, Sie gehen in Ihr Zimmer und ruhen sich aus. Kann man die unter das Regal schauen? Nicht? Ich frag für einen Freund. Ich muss nicht da. Hallo? Die ignoriert mich einfach dezent, die blöde Kuri. Aber gut, es macht ja nichts. Dann gehen wir halt ins Zimmer, vielleicht kommen sie ja noch. Wer weiß. Keine Ahnung. So, das ist also unser Bude. Verdammt, abgeschlossen. Ja, logisch. Wenn die brauchen, werden die jetzt nicht frei rumrennen lassen. Ne? Was haben wir jetzt da noch? Bibel wahrscheinlich, oder? Musst halt bis um 12 Uhr arbeiten. Macht doch nichts. Ich schlafe auch bis um 1. Ich sage, morgen kann ich das nicht versprechen, weil ich eventuell stream, das weiß ich aber noch nicht genau. Aber wie gesagt, ich kann entweder. Theoretisch, jetzt lassen wir mal überlegen. Was hast du Montag für eine Schicht? Ja gut, dann gehen wir halt ins Bett, weil was darf man sonst? Mann, ganz schön unheimlich, Doc, wenn Sie so beim Aufwachen über mir stehen. Haben Sie mich beobachtet? Wir beobachten Sie ständig. Stehen Sie auf, es gibt viel zu tun. Ich frage mich, wen ich heute töten werde. Seien Sie nicht so anmaßend. Ihre Vorfahren hatten fast die richtige Idee, Mr. Miles. Aber nur Wenn fast. der Tod weniger, erst recht böser Menschen, die Leben Tausender retten kann, nun, dann ist es ein kleines Opfer. Was meinen Sie mit fast? Sie gingen nicht weit genug. Um einen etwas abgegriffenen Vergleich zu verwenden,
Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Schneidet man die Tumore raus, aber übersieht den Ursprung. Nun ja, bestenfalls gewinnt man etwas Zeit. Es gibt keine wirkliche Chance ohne einen umfassenden systematischen Eingriff. Chemo für die Massen. Erziehung. Umerziehung, um genau zu sein. Aber es ist nicht einfach. Und es klappt nicht immer. Lassen Sie mich raten. Sie haben eine bessere Lösung. Wie heißt sie? Dann würde ich es ja verraten. Ich hab's. Sushi Motherfuckers. Einen guten. Bin ich der Einzige, der ASDF-Movie jetzt nicht kennt und möchte ich das eigentlich wissen, was das ist? Ich glaube nicht. Ich habe irgendwie Angst. So, hey, Britschenbusslerin, eigentlich hättest du uns aufwecken sollen und nicht da der alte Zausel da. Das ist ja Wahnsinn. Der hat mehr Falten wie ein Papierflieger. Meine Fresse. Aber gut. Das sollte man kennen. Ach du Scheiße, was wird denn das sein? Ich glaube, ich weiß nicht. Mag ich das kennen? Es ist nämlich ein Unterschied, ob ich es kennen muss oder ob ich es kennen mag. Ist nicht kompliziert. Setzen Sie sich auf den Animus. Halt doch du dein Fotzen, ich red doch grad. Jetzt fix nochmal. Das ist YouTube Kulturgut. Am Ende vom Stream ASDF Movie React. Wie lange dauert denn das? Aber das kann man dann theoretisch. Ja. Da schauen wir dann. So, letzte Erinnerung laden, fortsetzen. Sie kann man Credits jetzt schon anschauen. Was ist das für Scheiße? Gibt's irgendeinen Menschen auf der Welt, der wo sich freiwillig Credits anschaut? Folge 1 bei 5, circa 3 bis 4 Minuten pro Folge. Leute, das verschieben wir auf den Sonntag. Am Sonntag machen wir Reaction auf das ASDF. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich schwöre bei Gott, ich werde mir's vorher nicht anschauen. Ich versprich's euch. Da bin ich gespannt, was das ist. Das ist scheinbar nur mir und der Wifi gegangen. Ich lebe. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten, der Ungeborenen, auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Altair, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden in allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts wahr und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen. Und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein Als ob ihr das nicht wisst. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Also, er schmatzt ja die ganze Zeit vom Frieden. Also, ich möchte auch nicht wissen, was in dem seine Reichergefäße da hinten drin ist. Aber wenn der da den ganzen Tag davor steht
dann kann es sein, dass der ein bisschen benebelt ist. Das muss ich so sagen soll. Gut, Wifi ist eine andere Generation, hat er nicht gesagt. Wifi ist Eisverziehen. Die ist alt. Heute hat's aber wieder freundlich unterwegs. Ja, gut, okay, überlebt. Wir schauen uns das am Sonntag an, was auch immer das ist. Keine Ahnung. Der Assassin im Hintergrund, das Bücherregal ist voller Bücher. Ja, der ist auch benebelt. Ein Benebelter. Jetzt viel Mühe geraucht. So, was sind jetzt unsere Konsequenzen? Eigentlich hätten wir, glaube ich, sterben sollen. Wir haben aber trotzdem nicht gestorben, dafür hat er uns degradiert. Ja, also sprich, wir haben jetzt lediglich... Haben wir überhaupt noch irgendeine Waffen? Ich glaube, wir haben nicht immer mehr Waffen. Ja? Und er hat uns jetzt im Endeffekt gesagt, hey, du Meisterassassine, weil wir haben ja Meisterassassine in dem Sinn. Er hat gesagt, du tust jetzt einmal so, wie wenn es kein Meisterassassine mehr warst. Und machst einmal einen auf Schüler. Das war ungefähr so, wie wenn ich, keine Ahnung, wie wenn ich an Glitschko sage, hey, du tust jetzt einmal so, wie wenn du das nicht kannst. Also, verstehe ich nicht. So, wir müssen jetzt irgendwen verhören, wenn ich das richtig verstanden habe. Nimmt man außer. Warum rennt er bloß so? Weil ich Bock drauf hab. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Auto-Assassine, hallo Ibims und stech dich. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Hörst, Vitali, du musst am Mike Tyson nur so Scheinboxen, hörst. Verstehst, was ich meine? So ungefähr. Also wir haben ja praktisch... Ja, wir haben ja nur noch unsere Fäuste, wenigstens die hat er uns lassen. Ne? Die hätten uns auch schneiden können, abgesehen davon. Ja, aber sonst haben wir jetzt aktuell keine Waffe mehr. Okay, wir müssen mal auf den Marktplatz. Da gibt es scheinbar irgendetwas. Das hat ihn wohl so aufgeregt. Genau, das ist es. So, ein Daum, mehr Daum heißt mehr Hai. Und mehr Hai ist mir gut. Also, ja, ich sollte halt vielleicht einmal unten rechts auf die Mini... Warte mal, was war denn jetzt da eigentlich gescheiter? Ja gut, das muss man dann anschauen, wo ich da die Kamera hinsetze, aber ich glaube... Minimap ist für ihn eigentlich eher unrelevant. Ach, da ist er, da schon her. Jetzt sollen wir auf der Bang sitzen, oder was? Wo ist denn der Bang? Ich hab kein Bang. Oh, da hinten ist was. Masyaf-Flagge eingesammelt. Ach, es gibt 20 in Masyaf. Okay, ja gut. Survival Challenge, versucht zum Überleben, ohne Arm. Er wird sich verletzen. Und wenn das passiert, werde ich ihm nicht helfen. Wie kann man den jetzt verhören? Hä? Wie kann man den jetzt verhören? Ach, da hinten war ein Bang. Ja, gut, dann. Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deucht, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Sigi, du musst sagen, wir befinden uns im 11. Jahrhundert. Da waren Menschen noch nicht so gescheit, habe ich gehört. So, den Korbflechter finden. Ja gut, dann finden wir den Korbflechter. Man müssen wir nicht lang suchen, das wird uns auf der Minimap angezeigt. Ich weiß nicht, ob es das sagt, aber...
Aber ja, ich darf jetzt auch nicht unbedingt mitten auf der Straße vor dem Polizeigebäude mit jemandem drüber reden, dass ich gerade eine Bank überfallen habe. Ja, da ich wahrscheinlich auch nicht tun. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wie kann man denn jetzt... Warnung zu neu... Was? Um die Taschendiebstahl mit so... was? Okay, so... Auf dem Weg! Ich glaube, ich hab Scheiße gebaut. Du wirst nie entkommen! Ja, that's not how it works. Wenn sie entdeckt wurden, Ja, das stimmt, du hast jetzt auch nicht unrecht. Ja, okay, wir sollen jetzt den Korbflechter wahrscheinlich nur mehr finden, oder? Ja, genau, okay. Vor allem wie die Wachen gleich abgängen. Ich hab doch nur eine Frau geschlagen. Steht mir die einfach ab. Was ist denn mit einer? So, was Diebstahl? Was ist denn Button 4? Verstehe die Frage nicht. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Also, die sollte jetzt dem da noch, um das Diebstahlopfer aus der Ferne hat sie zu. Also. Ah, den muss ich bestehlen. Okay, ja gut, dann befummelt man halt mal ein wenig, oder? Ja gut, okay, so einfach was gegangen. So im 11., 12. Jahrhundert waren die Leute gar nicht so blöd. Ja, alle nicht, aber die meisten. Glaube ich. Denke ich. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weil ich kenne keinen aus dem 11., 12. Jahrhundert. Ist wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich hab gehört, hier werden Straftaten geplant. Wo kann ich mitmachen? Sch, das sollst du doch nicht öffentlich sagen. Aber die Ehre auch. Was ist fit bei dir? Höre die Dinge, die ihr sagt. Sexueller Belästigungsassassine. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Ich hätte verletzt werden können. Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt. Einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Hättest du neu um Befragung? Männer wie Al-Mualim Ich versteh's nicht. möchten diesen Traum zerstören. Ihr werdet es sehen. Bald Das nehmen wir uns aber gescheit genau. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt, einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Ja, aber was soll... Befragung, Zielerfassung, Befragung starten. Ja, ich kann den nicht avisieren. Der Steht heutige Freunde. Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Was soll jetzt mal? Befragung. Initiiere Erinnerungsabt... Ah, so, okay. Oh, ich darf ihn vermöbeln, Freunde. Also, nur mal um es kurz zusammenzufassen, es gibt irgendeinen Verräter, der wo die Templer in die Burg gelassen hat. Ja? Irgendwer hat dem Typen den Typen das Tor geöffnet, deswegen haben wir ein Problem gekriegt. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnert, wenn wir jetzt ihm ausliefern, oder denjenigen, der wo das verursacht hat, dann kriegen wir, glaube ich, versteckte Klingen. Genug! Ich beuge mich! Ah, da Birnsütze. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt, bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten.
Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualem wird richten. Jetzt kriegst du ein Problem. Leib bestehe um Tore 12, dann war bestimmt noch mal. Die Bruderschaft verraten Wer weiß. und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Der hat hinter Habt euch sich. bewährt, alter ihr. Und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden? Was nun? Oh mein Kind, wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Ich dachte, das waren Es sind 10. Unheilsstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden, sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut, reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft berichtet. Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. It's a Daum. Wenn ihr das für das Ein Friedensdaum. Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. 11. Jahrhundert. nur Zeit der mehrere Kreuzzüge, Millionen Lampfe. sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung 11. oder 12. Jahrhundert. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Okay. 11. Jahrhundert. Sie ist sehr spitz. Also. Synchronisiere Rang 1 Erinnerung. Neue Waffe erhalten, das Schwert und die versteckte Klinge. So, Sie können im Hof trainieren, das sparen wir uns. Freunde, wir haben jetzt eine Mission. Jetzt mal eine Frage, gibt's da? Ah, wir haben eine Map, das ist schon mal gut. Das Missionsziel, und was ist das? Zum Königreich. Ah, ja, okay. Ja gut, ich hab mich schon gefragt, da muss ja irgendeine Map auch geben eigentlich. Aber gut. Climax, Daum, Friedensdaum, Christoph Daum, Scheißen für den Frieden. Allesamt. Egal was für ein Daum. Sind eigentlich nur zu einem Zweck auf der Welt, wenn du mich fragst. Friedenstaube, it Friedenst. it befriedigt's Taube. Meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Nein, ich mag jetzt nicht. Ich mag Leute aufschlitzen. So, was ist jetzt die... Ihr seid beschäftigt. Ah ja, Ich okay. verstehe. Gut, Gott sei Dank kann man das abbrechen, weil das auf das Tutorial habe ich so dezent überhaupt gar keinen Bock. Tutorial verlassen. Scheiß auf das Tutorial.
Ich verstehe. Es braucht Zeit, eine neue Klinge zu ziehen. Stellt So, sicher, dass euer erster machen wir Angriff mit da. der letzte ist. In Taubsfriede heißt es. Ist ja wurscht. Ja, 3. Kreuzzug, das habe ich noch gewusst, aber ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob es 11. oder 12. Jahrhundert war. Aber ja. Gut. Müssen wir unsere versteckte Klinge auf. Aus, wie auch immer. Wenn ich die Daumen für Frieden steht, hat der Christoph Daum dann gekokst für den Frieden. Der hat gemeint, der ist ein Daum. Ich glaube, das war das Problem, Mr. John Siege. Bis er dann einmal festgestellt hat, dass er kein Vogel ist. Er hat einen Vogel, aber sah tut er keiner. So. So, auf Pferd aufsitzen. Ist das Deutsch? Auf Pferd aufsitzen? Sollte das nicht eigentlich heißen, auf das Pferd aufsitzen? Also wurscht. So. Heute noch geritten, morgen mit Fritten, Freunde der Sonne. Ja, genau, so ungefähr. Ich muss dazu sagen, also es gibt jetzt in Assassin's Creed 1 genau 3 Städte, in der wir uns aufhalten werden. Das ist einmal Jerusalem, Damaskus und Akkon. Und immer wenn wir zum ersten Mal in den Ort müssen wir erst da hinreiten. Später, wenn wir dann erneut da hin müssen, geht es über Schnellreisefunktion. Benutzen Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger auf... Also früher auf der Konsole hat der Ladebildschirm noch ein wenig einen Sinn gemacht, weil da hat die Turuschen wenigstens ausschmerzen können. Jetzt auf dem PC ist die Ladezeit quasi fast nicht existent. So, da haben wir einen Aussichtspunkt. Den werden wir mal erklimmen. Für alle, die das nicht wissen, Aussichtspunkte sorgen dafür, dass sie unser Map praktisch, also dass man dann da, dass das nicht im Nebel versteckt ist, sondern dass man tatsächlich sieht, was Phase ist. Ja? Um es mal einfach zu erklären. Wird man dann überwiegend auch in den Städten als allererstes machen. Also ich glaube jetzt tatsächlich noch, dass in dem Assassin's Creed im 1er ist die komplette Stadt erst nach einer gewissen Zeit zugänglich. Also ich glaube, dass das so gewesen ist. Hundertprozentig sicher weiß ich es jetzt nicht mehr. Da ist meine, wenn ich mich richtig erinnere, ist immer nur ein Teil von der Stadt am Anfang verfügbar, aber ich kann mich auch täuschen. Das kann auch woanders gewesen sein. Und da wird man als erstes immer diese Aussichtspunkte erklimmen, damit man einfach, ja, alles Mögliche sehen kann, was wir wissen müssen. So, und wenn man den erklimmen, sagt es, dann schaut das gleich ganz anders aus. Dann sieht man jetzt da, aha, da haben die ganzen anderen Aussichtstürme. Und in die Städte tatsächlich sieht man halt dann auch Informanten und so weiter, die uns dann helfen, unsere Mission, unsere Mission zu erfüllen, wenn man so mag. Umgebung erkundet. Missionsziele und Verstecke in diesem Gebiet werden nun auf der Karte und GPS angezeigt. Es hat schon GPS gegeben im 11. Jahrhundert, das glaube ich nicht. Im zweiten Teil ist es genauso. Ah, stimmt, hast recht. Hast recht, jetzt wo du das sagst, da waren auch Teilgebiete noch gesperrt. Hast recht, Mr. Werb. Da hast du nicht Unrecht. Das ist natürlich jetzt feindliches Gebiet, ja. Also ist logisch, dass die ein Problem haben, wenn wir mir da durchreiten. Aber ich sage Ihnen jetzt auch freiweg, wie sie fangen jetzt da nicht zu kämpfen, aber sonst haben wir morgen noch da. Wir reiten jetzt da einfach durch in die erste Stadt. Wenn ich es richtig gelesen habe, haben wir als erstes in Damaskus. Da ist damals wahrscheinlich auch schon Bombenstimmung gewesen. Kriegst du im ersten Assassin's Creed eigentlich großartig was vom Kreuzzug mit? Nun ja, du bekämpfst mehr oder weniger die Treiber des Kreuzzugs. Also die, die Ziele, die wir jetzt haben, die sind teilweise
wir heute so dargestellt haben, da teilweise mitverantwortlich dafür, ja. Ja, genau, der YBO sagt schon ganz. Also du speist mehr oder weniger gegen die wo das Vorrat reinmengen. Oder was heißt, du speist gegen die, deine Ziele haben mehr oder weniger die wo das Vorrat reinmengen. Also gegen Richard Löwenherz. Der kommt in dem Spiel, glaube ich, nicht vor. Ich glaube, dass er nicht vor... Also der Hauptgegner ist der Robert de Sable. Ich weiß nicht, ob es den in echt gegeben hat. Keine Ahnung. Da hat es noch irgendeinen Ort gegeben, wo wir ziemlich zum Schluss einmalig hinkommen, aber ich weiß nicht mehr, wie der Ort heißt. Ist aber eine ziemlich coole Gegend gewesen. Damals, also für Spieleverhältnisse so. Ah, schau her. Mrs. Wifey, wir stellen fest, weil du vorher gefragt hast, es gibt einige Personen, die auch realitätsrelevant waren. Oder kann man das so sagen? Also die, was im realen Leben geben. Der Löwenherz kommt vorhin auch. Okay. Ja, wie gesagt, das, wie genau die ganzen Ziele heißen, das weiß ich nicht mehr. Ja, das ist, wie gesagt, ungefähr 12 Jahre her. So, Freunde der Sonne. Unser erster Handlungsort. Die Stadt Damaskus. Und ich muss halt noch mal sagen, für das, dass das Spiel 15 Jahre alt ist, kann sie sich sein lassen. Gut. Die vier Kreuzzüge waren sowieso ein einziger Krimi. Warum, wie meinst du? Corona-Pandemie die letzten 2 Jahre war auch ein einziger Krimi. Ich verstehe die Frage nicht. Wir können tun, was uns gefällt. Ich habe doch nichts Falsches getan. Warum tut ihr das? Törichter alter Mann. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Angeber, jetzt endet dein Leben. Ach, da kann man... Ach so! Ich kann... Alter, ist das der Ernst? Ich kann noch nicht kontern? Okay, das Spiel ist gerade ein wenig schwieriger geworden. Ja gut, so geht's wieder. Ach, der lebt noch. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Mach das, mein Freund, mach das. Ja, aber... Alter, ich hab das gar nicht... Also das habe ich nicht mehr gewusst. Ich hab noch gewusst, dass du erst mit der Zeit gewisse Waffenfertigkeiten kriegst oder generell die gewisse Waffen kriegst. Auch die Wurfmesser kriegst du erst deutlich später, die wo in dem Spiel abgesehen davon noch absolut OP waren. Aber das Kontern auch mit oder dazugehört, das habe ich nicht mehr gewusst. Okay. Ja, gut. Assassin's Creed, vor allem die alten Teile, zeichnen sich durch historische Korrektheit der Schauplätze, der dort vorkommenden Persönlichkeit und oft sogar mit ihrem korrekten Todeszeitpunkt verschwinden aus. Ja, vor allem, wie gesagt, beim 1er habe ich es nicht mehr so genau im Kopf gehabt. Beim 2er, bei der Ezio-Reihe, hätte er die Frage sofort beantworten können, dass das alles ziemlich sehr, sehr genau genommen wird. Oder genommen worden ist. So waren jetzt die Gelehrten. Warten jetzt die. Ach, da hinten. Ah, da haben's, die Ruhrsbrüder. Da schaut's her. Untertauchen im ersten Teil, meine Freunde.
Normalians kann dann damit alle restlichen Kampffähigkeiten nach der ersten Mission beim Trainer. Ja, das war nicht schlecht. Kommt dann in Assassin's Creed in die klassischen Teile, oder was heißt klassisch, kann man ja nicht sagen, aber in die ersten Teile absolut OP. Wie gesagt, da kannst du also auch gleichzeitig mit 20 Gegner aufnehmen, ist völlig egal. Ich weiß nicht mehr. Ich kann da, wie gesagt, ich weiß, dass die grobe Rahmenhandlung weiß ich natürlich nur, aber wir waren, wo's, wie, keine Ahnung, geht und freigestellt wird, das, ich habe keine Ahnung. Und wie das alles zusammenhängt, das weiß ich halt einfach alles nicht mehr. Wie gesagt, das ist ungefähr 12 Jahre her, dass ich das Spiel gespielt habe. Wenn das gelangt. Ich glaube, ich habe es kurz vor Release vom zweiten damals entdeckt und gespielt. Und wann ist der zweite released worden? 2009 oder 2010. Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. So, Freunde, wir haben in der Stadt. Und da haben wir einen Aussichtspunkt. Den werden wir uns jetzt einmal kredenzen. Damit wir mal sehen. Taschendiebstahl, Ziel erfassen, Taschendiebstahl starten. Nein, ich mag nicht Stein. Stein ist unflauschig. Achso, das ist da oben, okay. Ich überlege gerade, wie wir vierte Kreuzzüge zusammenfassen, ohne dass der ganze Textblock wird. Ja gut, ich weiß halt, ich kenne mich halt da überhaupt nicht aus, was da genau Geschichte ist, so auf die Art, weißt. Der Name Salat al-Din, keine Ahnung, ich kann ihn nicht aussprechen, das glaube ich ist sogar ein Opfer für uns. Oder, weiß ich, den müssen wir, glaube ich, hops nehmen, wenn mir nicht alles täuscht. So. Seht ihr, und wenn man jetzt natürlich die ganzen Türme da freischaltet, dann entdeckt man auf der Karte halt natürlich auch Informanten, Herausforderung, Dachrinnen. Keine Ahnung, was das zum Bedeuten hat, aber okay. Da kannst du einen Taschendiebstahl machen und da dahinter in der Basis, das ist praktisch unser Büro, da ist unser Informant, der sagt uns dann, hey du, der Zipfelklatscher XY macht das und das ist uncool, das ist unflauschig, der ist dezenter Gegner von Flauschknädel. Den müsst ihr jetzt einmal bitte in Hops nehmen. Es gibt in der Stadt den und den und den und den, die haben vielleicht Infos, schau da mal vorbei und das deckst du auf, indem du halt unter anderem halt diese Aussichtstürme da freischaltest. Natürlich ist, aufgrund der Tatsache, dass das Spiel natürlich halt, wie gesagt, schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, sind die Maps natürlich weit nicht so groß, wie es in den neuen Spielen ist, ja. Muss aber nicht unbedingt was Schlechtes sein. Ich bin eher ein Fan davon, wenn es ein bisschen kleiner gehalten ist. Ja? Wobei man halt dann wieder dazu sagen soll, die heutigen Assassin's Creed Teile haben mit der Spielweise, sag ich jetzt einmal von denen jetzt halt, nicht mehr allzu viel gemein, weil Assassin's Creed ist ja mittlerweile ein Open-World-Spiel geworden. Ja? Und kein rein storybasiertes Spiel, sag ich jetzt einmal. Ich lehne mich da jetzt einfach aus dem Fenster und behaupte es. Wichtig ist, am dritten Kreuzzug die Rivalen Richard Löwenherz und Philipp II. Von Frankreich entscheiden sich miteinander den Kreuzzug zu gehen, weil sonst jeweils der andere sicher das Gebiet vom anderen... Ah, so, und deswegen... Ach so, wenn er... Deswegen tun sie sich zusammen. Okay, ja gut. Jetzt schauen wir mal beim Informanten vorbei, weil der hat bestimmt irgendetwas... Damit wir zumindest mal wissen, was wir überhaupt da sollen. Spät haben wir es noch, so kurz vor halb, ja. Vielleicht schaffen wir das erste sogar noch. Was Bürger retten? Oh, ich glaube, ich zähle da ein wenig. Ich glaube, ich stenke da jetzt mal ein wenig. Da gehst her! Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Ich würde nur so etwas Furchtbares tun. Was war jetzt das? Achso, einer von 12 Bürgern im Armenviertel. Okay, ja gut.
Das sind so die Optionals. Okay, ja gut. Ja, seht ihr, das weiß ich alles gar nicht mehr, dass da optionale Missionen gegeben hat, tatsächlich. Oh, da hat aber der Maurer keine gute Arbeit geleistet, dass der da so mal zu fuhren gelassen hat, gell? Es gibt Abzug. Ja, abwehren. Abwehren kann ich, aber kontern kann ich nicht. Vorher ist nämlich in Massaf noch kontern dort gestanden, tatsächlich. Oh, da ist eine Flagge. Die nehmen wir mal mit. Also ich sag's jetzt auch gleich vorneweg. Das tun wir nicht und das Ganze zeigt zusammen. Mir wird man das ausschließlich auf die Story begrenzen. Ja, toll. Kaiser Barbarossa kippt dort vom Pferd kurz vorm Heiligen Land. Ja, das ist bitter. Daraufhin trat das Großteil vom Feudalheer wieder um, weil er einer Feudalpflicht erfüllt ist und in Europa durch den Tod des Kaisers völliges Chaos ausbricht. Ist halt auch richtig bitter, wenn es der Meter vom Ziel vom Pferd runterfällst. Dann hast du absolut Karma kassiert. Ah, sagt es die Gebiete auch nicht, sagt da ist jetzt abgesperrt, da geht es jetzt also erstmal nicht weiter. Ja gut, okay. So, das ist unsere Assassinenbasis. Oder was heißt Basis? Unser Büro. Liegt ja quasi auf dem Weg. Fast. Also hier. Schön euch zu sehen. Der nehmt sie auch voll! Ich freue mich auch, Freund. Was geschah, tut mir leid. Denkt nicht daran. Einige eurer Brüder waren vor euch hier. Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten, ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen. Das ist schon gut. Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Das reicht. Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll sie beenden. Nun sagt mir, wo ich ihn finden kann. Sicher wisst ihr noch, wie man einen Gegner aufspürt. Natürlich. Herausfinden, wann er wo sein wird. Aber das überlässt man am besten. Ich verstehe. Geht und untersucht die Stadt. Stellt fest, was er plant und wo er arbeitet. Die Vorbereitung entscheidet den Sieg. Was könnt ihr mir über ihn berichten? Tamir bestreitet seinen Lebensunterhalt als Schwarzhändler. Fangt im Suq-Bezirk an. Ich schlage vor, dass ihr die folgenden Orte aufsucht. Ein kleiner Bazar nordöstlich von hier, die Madrasa im Osten und die Gärten nördlich dieses Büros. Konzentriert euch auf diese Orte und ihr solltet ihn gut kennenlernen. Ich soll vermutlich nach Erledigung zu euch zurückkehren. Ja, kehrt hierher zurück. Ich gebe euch Al-Mualems Feder und ihr gebt uns Tamirs Leben. Wie ihr wünscht. Doch bedenkt dies, Altair. Geratet ihr in Schwierigkeiten und wendet sich die Stadt gegen euch, kommt hierher zurück. Ich kann euch vor dem Sturm schützen, seid aber gewarnt. Wenn die Feinde zu nahe sind, bleibt meine Pforte geschlossen, bis ihr sie abgehängt habt. Habt ihr verstanden? Ja. Einen Feind herzuführen würde die Bruderschaft gefährden. Sehr gut, dann geht. Jetzt hat er's geschnallt. Also im Endeffekt läuft das jetzt, das ist halt das nächste bei Assassin's Creed, beim ersten Teil von Assassin's Creed war halt eigentlich die Gegner, die Aufspürung und so weiter und so fort ist eigentlich immer sehr linear, es läuft eigentlich immer gleich ab. Du kriegst ein Ziel, also einen Namen, da musst du in der Stadt quasi umhören, da musst du drei Orte aufsuchen, wo du halt Informationen kriegst. Dann kehrst du zurück, der sagt dann, hey, da und da wird er dann sein, zu der und der Zeit. Dann stichst du ihn ab und so läuft das halt eigentlich jedes Mal wieder ab. Ja. Beim Zweiter dann, den wo wir dann irgendwann in 1-2 Monaten spielen oder 3 Monate, je nachdem, das verteilen wir uns übers Jahr schön. Da läuft es dann ein bisschen geschichtlicher und handlungsstrenger ab, sage ich mal. Da ist es nicht mehr so stumpf. Wie gesagt, Assassin's Creed 1, Testballon und so weiter. So, jetzt brauchen wir auf alle Fälle erst einmal einen Aussichtspunkt. Damit wir mal sehen können, wo denn unsere Informationen sind. Irgendwo in die Gärten nördlich, also wer da wahrscheinlich Norden ist, bekanntermaßen oben. Also muss das irgendwo da sein, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Wie taugt es denn bisher? Niemand kennt diesen Mann besser als ich. Tretet näher. Höret, was ich zu berichten habe von einem Händlerprinz ohnegleichen. Oh, der Mann hat schon Informationen für uns. Tamir trieb damals eine Karawane zwischen Damaskus und Jerusalem.
Ah. Das Geschäft ging schlecht. Niemand in Jerusalem wollte Der sagt, der redet schon vom Tamir. Baum- und Feldfrüchte nahegelegener Höfe. Mancher sagt, ohne Tamir hätten sich Salah al-Dins Männer sicher gegen ihren Führer gewendet. Vielleicht haben wir diese Schlacht nur wegen diesem Mann gewonnen. So, den müssen wir jetzt verfolgen an einen stillen Ort und da müssen wir ihn verhauen, damit er uns praktisch unsere Infos gibt. Warum behelligt ihr mich? Ja genau, geh du da mal hinter in das finstere Eck und dann hau er Bieren so jetzt. Ich werde euch lehren. Ihr scheint einiges über Tamir zu wissen. Sagt mir, was er vorhat. Ich kenne nur das, was ich erzähle, sonst nichts. Wie schade. Es gibt keinen Grund, euer Leben zu schonen, wenn ihr nichts anzubieten habt. Wartet, wartet, es gibt da etwas. Fahrt fort. Er ist neuerdings sehr beschäftigt. Er überwacht die Herstellung vieler Waffen. Und weiter? Sie sind für Salah al-Din bestimmt. Das hilft mir nicht. Das heißt, es hilft euch auch nicht. Nein, hört zu. Nicht Salah al-Din. Sie sind für jemand anderen. Die Wappen auf diesen Waffen, sie sind anders. Unbekannt. Tamir unterstützt einen anderen, aber ich weiß nicht wen. Ist das alles? Ja, ja. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Dann ist es Zeit für euch zu schlafen. Jetzt hinter sich. Tamir ist damit beschäftigt, die Waffenproduktion zu überwachen. Hört, hört. So, das war unser erster Informant. Müssen wir noch 2 Sachen finden. Und ich merke schon, Dampfe, die drei Kasperl, die wo da scheinbar Song haben, die waren auch nicht unbedingt die Hellen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und da waren sie, glaube ich, selber nicht so bewusst, was tun. Wir reden vom Alter hier, wie kann man das nicht tun? Ja, die Frage stellen wir ja eigentlich auch. Also zumindest, wenn man wohl erwähnt, was mit Assassin's Creed anfangen kann. Menschheit ist ja der einzige Kindergarten. Ah, Weibi, ja, da sagst du leider etwas Richtiges. Oder da sprichst du leider die Wahrheit. So traurig es manchmal ist. Aber es ist halt leider nicht anders. Aber gut. Also, aua. Mein Plan war... Bandscheiben durchgehauen. Mein Plan war, dass wir den Talim... Oder wie heißt der jetzt? Ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Dass wir den noch hops nehmen. Ja gut, da kann man dann scheinbar keinen Informanten mehr, es sei denn, der sich da irgendwo versteckt. Ja, das wurscht, schauen wir einfach. Ich bin jetzt momentan gerade echt am Überlegen, ob man wirklich für einen zweiten Teil dann ein Uplay-Konto macht, damit ich Assassin's Creed 2 dann auch auf dem PC spielen kann, weil, wenn ich mir jetzt mal so anschaue, wie der 1er läuft, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich Assassin's Creed 2 dann auf der PlayStation 5 spielen möchte. Ehrlich gesagt. Die Frage soll sich eigentlich eh nicht stellen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. Diese Stadt gehört uns, hat uns immer gehört. Und es ist unsere Pflicht, sie bis zum Tode zu verteidigen. Die Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Gepriesen sei Salah al-Din. Salah al-Din heißt der, okay, ja gut. Das meine ist ja der Capo von Damaskus, meine ich, oder? Oder wie war das? Oder gibt es ja gefühlt in jeder Stadt einen anderen? Oder ist der Chef von dem ganzen Königreich, oder? Ja gut, da haben wir jetzt, also da schauen wir jetzt praktisch, was Information angeht, einmal dezent in die Röhre. Ja gut, da müssen wir in der Mitte weiterschauen, das hilft jetzt ja alles nichts.
Ich finde das aber von der Atmosphäre für damalige Verhältnisse einfach bombastisch gut gemacht. Ja, du hast halt wirklich so das Gefühl, dass du da, also wenn schon mal einer in der Türkei oder in Ägypten war, es schaut halt, ja, fast genauso aus, tut das. So auf die Art. Also, dass sie die Atmosphäre wirklich so umgebracht haben, wie es damals vielleicht gewesen sein kann. Oder wie es wahrscheinlich war, so. Das hat mich halt bei Assassin's Creed immer brutal fasziniert. Das hat mich halt am meisten, tatsächlich dann im zweiten Teil, beziehungsweise in der kompletten Ezio-Reihe fasziniert, weil immer wenn ich jetzt zum Beispiel so Städte wie Venedig oder halt auch Florenz sehe, ich erkenne sofort die ganzen Gebäude. Da weiß ich genau, ah ja, okay, da haben wir schon mal langgelaufen. Zwar nicht in echt, aber halt virtuell so auf die Art. Also du kannst eigentlich, früher hast du auf den Geschichtsunterricht scheißen können, du hast einfach gerade Assassin's Creed spielen brauchen. So gefühlt. Bitchmuff vom Bruder. Okay. Da haben wir Informationen. Belauschen, ja? Das ist dann immer so das hebt sich dann immer so ein bisschen von der Map ab. Dann wissen wir, aha, das ist für unser Missionsziel erforderlich. Oder nicht schlecht, wenn wir es wissen. Oh, da wird wieder gestänkert. Ich stänkert mit, Freunde der Sonne! So sei es. Oh, da können wir noch jetzt ein paar... Ja, das ist das Problem. Wenn man noch nicht kontern kann, dann werden mehr Gegner tatsächlich zum Problem. Gut, man kann halt aber einfach auch weglaufen. Das war natürlich auch eine Möglichkeit. Oh, da haben wir wieder eine Flagge. Zufällig entdeckt. Und wenn so jetzt so... Achso. Ah, da ganz nach unten durch her. Müssen nur mal schauen, wen wir da belauschen müssen. Eben da hinten wahrscheinlich nicht. Ah, da ist einer. Okay. Ah, da war Bang. Sehr gut. Gut, dass da immer Bang in der Nähe ist. Ich sage euch, es sind Ratten. Nein, Kinder. Ich höre sie lachen. Ratten oder Kinder, beides ist schlecht für das Geschäft. All der Lärm. Jemand muss auf die Balken klettern und sie verjagen. Ich frage mich, wie sie dort aufkamen. Wohl durch den zentralen Innenhof. Dann sollten wir die Wache bitten, nachzusehen. Die sind zu sehr damit beschäftigt, den Hintern ihres Meisters zu wischen. Es war aber auch schon eine sehr grenzwertige Aussage, gell? Kinder sind schlecht fürs Geschäft, also, Möchte nicht wissen, was für Geschäft du da betreibst. Mit deiner Klappe. Geh hin, wo ich mag. Geht dich gar nichts an. Ja gut, da wird er jetzt wahrscheinlich keiner mehr sein. Schauen wir mal da. Dann sehen wir schon. Zum Song hätte ich eigentlich nichts, aber ich stich die gern ab. Angeber. Angeber. Oh. Aber sorry. Bist dezent im Weg angestanden. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Ja und wie? Wie möchtest du das zurückzahlen, bitte? Gut, wir machen uns da jetzt mal aus dem Staub, nicht dass die noch draufkommen, dass wir mir das gewinnen haben.
Ah, sechs es, da kommt nämlich schon wieder einer. Ah, da sechst das. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, hat man im ersten Teil noch so Luftattentate machen können? Ich glaube nicht, oder? Das ist nicht mehr gegangen. Oder noch nicht gegangen. Das ist halt alles selbstverständlich. Hat der Alte hier noch nicht können. Glaube ich. Diesen Gefallen ist ja nicht so, als hättest du gerade das Schwert ins Kreuz gehauen. Hey, die sind weggestanden, gell? Kann ich nichts dafür, wenn sie die einfach reinwirft. Wenn zwei Hunde kämpfen, greifst du auch nicht ein. Aber wenn sie es uns verzeiht, ich meine, okay. Kann man ja mal drüber schauen. Ich meine, du darfst dir bestimmt auch jemandem verzeihen, wenn da einer hinter das Messer einhaut, oder? Kann man schon mal Augen zudrücken dafür. So. Ah, da hinten ist er. Sechst das da. Da haben wir schon die nächste Informationsquelle. Eine Eskorte. Wir sollen eine Eskorte machen. Ein Schelm, wer Böses denkt, Freunde. Ja gut, dann schauen wir uns mal... Das weiß ich gar nicht mehr, was das ist. Ach du schau her. Habitäre, wer bist denn du? Alter ihr, ich brauche eure Hilfe. Ich habe etwas von Tamirs Männern gestohlen und nun verfolgen sie mich. Ja, Bitte blöd. beschützt mich und ich werde mit euch teilen. Achso, ich soll jetzt aufpassen. Ich mache jetzt praktisch einen Türsteher für den Typen, oder was? Security. Ja, super. Ist halt auch selten dämlich, dass man sich erwischen lässt, wenn man wo steht. Aber gut. Ich bin ein Mönch, ich tue gar nichts. Ich bin immer noch ein Mönch, ich tue immer noch nichts. Aber eigentlich war es mir auch wurscht. Ist euch etwas ins Auge gefallen? Ungläubiger stirbt! Ihr wollt es! Ich gebt den Weg frei! Und er geht einfach vorbei. Was ist nervig, einer? Ich hab grad zwei Leute von so. Ah, jetzt kommt er drauf. Er hat jemanden umgebracht! Ist da nicht der Heller, ha? Ja, leiden lassen wir den nicht. So unmenschlich haben wir dann doch nicht, oder? Kann auch nichts dafür, dass er ein Depp ist. Ist zwar, bleibt's vielleicht auch flauschig, gell? Wo ist denn der andere jetzt? Ach, da ist er. Jetzt sind wir in Sicherheit. Von nun an schaffe ich es alleine. Nehmt Sicherheit? dies. Hoffentlich hilft es euch bei eurer Mission. Es scheint eine Einladung zu sein. Spezi, du hast vielleicht auch gemerkt, dass da 2 Wochen stehen, oder? Okay. So, Nachforschungen beendet. Jetzt müssen wir praktisch wieder zu unseren Informanten. Für den Fall, dass er sich gefragt hat, wer es war, ich bin's gewesen. Damit kann er halt noch nichts mehr anfangen. Gut, dann gehen wir jetzt mal mit unseren 3 gesammelten Informationen zu unseren Informanten und der kann uns dann bestimmt sagen, wo wir hin müssen. Ich wollte gerade sagen, ich kann eigentlich einen Sprint noch mal ausprobieren. Da hat's doch damals, jetzt weiß ich aber nicht mehr in welcher Stadt, da hat es so eine Art Easter Egg gegeben. Ich glaub, dass sogar in Damaskus war. Da hat es ein Fenster gegeben, das war Design wie der Kopf vom Optimus Prime. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, ob das jetzt Damaskus oder Jerusalem war. Gut. Altair, willkommen, willkommen.
Ich habe getan, was ihr wolltet. Nun gebt mir die Feder. Immer der Reihe nach. Sagt mir erst, was ihr wisst. Tamir kontrolliert den Suk al-Silach. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird dabei von vielen unterstützt. Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Suk al-Silach wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich schlag zu. Ich erlaube euch zu gehen. Lasst Al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Im Endeffekt läuft, wie gesagt, wie vorher erwähnt, im Endeffekt läuft da jeder Ding jetzt ungefähr so ab. Ja? Zielbekanntmachung, Informationsbeschaffung, Planerstellung, Ziel töten. Ja, das läuft jetzt ungefähr 9-mal so ab. Wie gesagt, ist noch ein bisschen stumpf gewesen. Für damalige Verhältnisse. Und dann haben wir auf der Minimap, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es seht, glaube aber schon, haben wir jetzt ein Kreuzerl. Also das da, Attentatsziel. Das ist in dem Fall jetzt der Talim, glaube ich. So viel anders sind die Quests in AC, in den anderen ACs auch nicht. Ja, aber da wird es noch ein bisschen, ich glaube, also bei den neuen wird es doch aber wahrscheinlich noch ein wenig eleganter erzählt. Wie gesagt, im zweiten Teil ist halt das richtig geil gemacht worden, weil da haben sie halt eigentlich gefühlt für alles eine Story eingefügt sozusagen. So einen richtigen Handlungsstrang im Endeffekt. Das hast du ja da jetzt in dem Sinn nicht. Geh da hin, bring 3 Leute und komm zurück. Okay. Das Geilste war ja immer im zweiten Teil zum Beispiel, wenn du Leichen bestohlen hast, du bestiehlst die Toten, dich soll der Blitz beim Scheißen treffen. Ja, stimmt. Stimmt, das haben sie teilweise gesagt. Wir haben dann aber mehr oder weniger über die, tatsächlich dann die italienischen Beleidigungen von so Cazzo oder so weiter. Das tut mir eigentlich über mehr taugt. Auf dem zweiten Teil freue ich mich auch schon richtig. Es ist meiner Meinung nach, was Assassin's Creed angeht, das war ähnlich wie God of War 3. Da haben sich die Entwickler im Endeffekt mit der Ezio-Reihe selbst ein bisschen ins Knie geschossen, weil halt danach eigentlich nichts Besseres mehr nachgekommen ist. Okay, da ist jetzt mein Adlerauge. So, wo ist jetzt mein Attentatsziel? Ach, da unten ist er das? Nein, das ist er nicht. Jetzt bin ich mir nur nicht mehr sicher. Ich glaube aber, dass sie da eine eigene Sequenz startet. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte Ja. geh. Nein, Was soll ich jetzt machen? Hallo? Ich kann nichts tun! ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Kann die Hunde mal das Bädeln aufhören, die geht mir tierisch auf die Eier. Achso, ja, man kann es ja fallen lassen. Ich habe kein Interesse an euren Berechnungen. Die Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt. Ach, da ist er! Habe ich meine Kunden enttäuscht. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Er mit dem Handtuch auf dem Kopf. Das sehe Also, ich anders. der mit dem Roten. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Oh. Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern?
Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zaum. Nein, haltet ein! Ha, einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Nein, haltet ein! Ja, nein! Wie oft machst du Zustecher? Ja. Steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern? Ihr sollt mich kennenlernen! Ganz hinter sich. Nein. Glaube ich. Lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit. Oh, das ist gut. Verpiss dich, du Wurschweiberl! Ich brauche Nahrung. Ich habe solche... Ich werde euch erschlagen. Ja, bei die blöde Missbritschen. Den hätte ich so schön anstehen können. Okay, das ist mir sowieso lieber. Das ist mir sowieso lieber, weil die scheiß blöde Bettlerin. Ach, da muss ich nochmal hinlaufen jetzt, oder was? Ganz so einfach. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle allein. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. Ja, Ladies and Gentlemen. Talim ist abgehakt. Den haben wir. Seine Wachen finden das jetzt natürlich alles andere als lustig, ja? Stadtalarm. Gehen Sie zurück zum Büro des Verbindungsmanns, wenn Sie anonym sind, um Ihre Mission zu beenden. Wir haben ja praktisch jetzt im Endeffekt ja, ein sehr hohes Tier umgebracht. Ja, die ganze Stadt ist jetzt im Endeffekt in Aufruhr. Ich sag nix. Ja, toll. Danke. Die ganze Stadt ist jetzt im Endeffekt in Aufruhr und da hat uns am liebsten, ja, hops nimmer. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir da wegkommen, untertauchen, anonym werden und dann gehen wir in unser Büro zurück. Wo uns dann im Endeffekt gesagt wird, hey, Mission geschafft. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stellen. Das wird euch das Leben kosten. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stellen. Das wird euch das Leben kosten. Nur noch 29.000 Punkte? Oder was? Ich werde dir die Hände abschlagen. Sind wir jetzt schon anonym? Ja, die hast bald. Also ich kann jetzt eine saudumme Bemerkung machen, wie schneller gegangen, aber das sparen wir jetzt. Ja? Weil das wird mir bestimmt wieder im falschen Hals eingeworfen. Oder was heißt, nicht bestimmt, aber ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt nach hinten losgeht. Aber ja, wenn du jetzt nur noch 29 brauchst, geht tatsächlich relativ schnell. Und vor allem bei dem Pensum, was du zuschaust, da kriegst du in der Woche eh um die, weiß ich nicht, 800, 900.
Nein, das hätte nichts mit Bescheißen zu tun. Absolut gar nicht. Das hat mit Bescheißen gar nichts zu tun. Ach, ja, gut. Dezent vorbeigelaufen. Okay. So, Informationssepp. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Altair. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Habt Dank. Es ist eine Schande, dass die Zum Beispiel. euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Altair. Ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Maltzeit geschubste Gang. Allzeit geschubste Gang. Ob sie habe, dere. Merci für deine 100 Bits. So, der erste hat's hinter sich. Einer von 9. Dann sollten Nazguls entstanden, oder wie? Verstehe die Frage nicht. Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Stillman besteht darauf, Ihnen Ob sie alles gut bei dir? Die Miss Stillman ist eine sehr, sehr ehrenwerte Person. Ja? Die ist um unser Wohl besorgt. So, die eigentliche Frage, die mir jetzt stelle. Dampfe! How? Kommt die Bot Dame aus Texas? Kappa. Kommt die Dame aus Texas? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Merci für deine 100 Bits, Mr. Verb. Cheer one, 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 cheer one. Okay. Verb, merci für deine 55 Bits. Leid, merci. Vielen Dank. Was wollt ihr jetzt sagen? Ich wollte jetzt eigentlich mal schauen, wo ich da speichern kann. Kann man da speichern? Frage. Oder speichert der automatisch? Ich glaube, der speichert automatisch, oder? Wie viel GA1? Ja. Ah, mit der kann man reden, oder? Ja. Verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat? Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Airbus! 6 Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Hey, ich habe eine Frage, die Sie bestimmt beantworten können. Was? Warum reden die Menschen da drin manchmal so, als kämen sie aus der Zukunft? Zukunft? Ich meine der Gegenwart. Jetzt. Heute. Sie wissen schon. Sie meinen, dass Deutsch die offizielle Sprache des Heiligen Landes ist? Ja, das wollte ich sagen. Der ja. übersetzt alles, was ihm wichtig erscheint, in halbwegs modernes Deutsch. Erwarten Sie also ein paar Anachronismen. Ich könnte es authentischer machen, aber kennen Sie Walter von der Vogelweide? Wen? Walter von der Vogelweide. Dann vergessen Sie es. Wer ist denn der Walter von der Vogelweide? Steht für euch nicht. Ob's bei Assassin's Creed 1 immer schon gefunden, dass aus den jetzt Zeitsequenzen zu wenig gemacht worden ist, aber wahrscheinlich einfach 2007 geschuldet. Weil Testballon. Ich glaube, dass Ubisoft nicht mit der Intention das Spiel entwickelt hat. Ja, das wird der Nummer 1 Burner die nächsten Jahre von Ubisoft. Also die hätten, glaube ich, selber nicht damit gerechnet, dass das so einschlägt. Deswegen haben sie da jetzt noch nicht tatsächlich so viel gemacht draus. In den nächsten... Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Im zweiten Teil haben sie auch gefühlt gar nichts gemacht damit, glaube ich. Aber dann in Revelations ist tatsächlich ein bisschen mehr los und in Assassin's Creed 3, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich komme mich da jetzt auch täuschen. So, die Frage ist jetzt, wie kann ich noch speichern? Speichert es automatisch? Ich gehe jetzt einfach damit vor, dass es automatisch speichert. Wenn nicht, dann darf ich den ganzen Scheiß nachspeichern. Das wird schon passen. Walter von der Vogelweide, war das nicht was mit Hymne oder so? Das kann durchaus möglich sein. Also wundern darf es mir jetzt nicht. So, jetzt passt es so, macht Freunde. Da machen wir eventuell am Wochenende, also sprich am Sonntag oder spätestens nächste Woche weiter. Das kommt jetzt darauf an, ob ich morgen stream oder nicht. Das weiß ich
Stand jetzt leider immer noch nicht. Ja. Ich muss das jetzt noch dann erst einmal mit meiner Freundin abquatschen, wo es morgen eigentlich Phase ist am Nachmittag und wie es Phase ist, keine Ahnung. Soll ja die morgen live gehen, dann darf man morgen Demon's Souls spielen. Und soll ja die morgen nicht live gehen, dann spielen wir Sonntag Demon's Souls. Also das ist tatsächlich ein bisschen davon abhängig. Das kann ich jetzt leider nicht lesen. Walter von der Vogelweide war ein deutscher Dichter und Minnesänger. Okay. Es hat's da voll drin in der Materie, das sage ich schon. Es hat's da voll informiert. Ich kenne mich halt null aus. Ich bin einfach ein Volldepp. Das hast du bestimmt irgendwann einmal in der Schule gelernt. Das kann durchaus möglich sein. Ich habe in der Schule gelernt, was ich heute nicht mehr brauche. Ja? Zum Beispiel, wie man Straßennamen richtig schreibt. Um einmal eins von vielen Dingen zu nennen. Gut. Also ich glaube zum Spielen und zum Zuschauen, also Spielen macht mir brutal viel Spaß. Es ist eigentlich jetzt einmal ein Projekt, ein Story-Game, das wo einfach mal ein bisschen gechillter ist, da wo es nicht so extrem tryhard ist, wie zum Beispiel jetzt Tryhard God of War. Was heißt Tryhard God of War? Aber God of War ist halt eigentlich mehr stressig als wir gemütlich, sage ich jetzt einfach mal so, aus Gründen. Und ich glaube, mit Assassin's Creed haben wir tatsächlich einen Titel, der wo sie schön spielen und schön anschauen lässt. Ja? Gerade für die Leute, die wo Assassin's Creed jetzt vielleicht noch nicht so gut kennen. Ganz interessant. Und für die es schon kennen, die kommen ja immer wieder gern zurück. Abgesehen davon. Mrs. Jess, einen wunderschönen guten Abend. Du kommst leider zum Ende des Streams. Das tut mir leid. Solange du einen eigenen Namen richtig schreiben kannst, soll es Leute geben, die wo auch das nicht kennen. Ist schön zum Zuschauen auch gut. Genau das wollte ich hören. Also ich gehe davon aus, das passt so. Wie gesagt, der Plan war, dass man übers Jahr verteilt die ersten 3 Teile spielen, inklusive der Ezio-Prequels. Aber wir machen da jetzt keinen Marathon nicht draus. Ja? Also wir spielen jetzt nicht Teil 1, dann Teil 2, dann Brotherhood, dann Revelations und Assassin's Creed 3 dann noch zum Schluss aus, weil da streamen wir, glaube ich, 4 Monate durch. Und ein bisschen Abwechslung will ich selber auch haben. Aber so übers Jahr verteilt, das Jahr ist ja Gott sei Dank noch jung, da wird man die Teile alle so ein wenig spielen. Da jetzt vorschlagen. Weil ich glaube, das passt so. Dann merci dir fürs Zuschauen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Merci fürs Dasein. Und wir hören uns. Ja, gut zum Zuschauen. Und ich glaube, ich hole mir jetzt dann die alten X für den PC wieder. Ja, also, wie gesagt, ich habe jetzt gerade einen Einser, ich habe es eh schon erwähnt, den habe ich jetzt bestimmt schon 12, 13 Jahre nicht mehr gespielt. Und ich muss echt sagen, ich weiß fein nicht mehr. Also ich weiß die grobe Handlung noch, aber wie alles genau stattgefunden hat und die ganzen Dialoge und so weiter und so fort, es ist schon ganz interessant, das mal wieder zum Spielen. Gerade vor allem nach so einer langen Zeit. Und ich kann halt jetzt nur sagen, optisch schaut es auch im Jahr 2022 für den PC wirklich gut aus. Ja. Du kennst das dem Spiel auch, das 15 Jahre auf dem Google hat, das ist wohl überhaupt kein Diskussionspunkt nicht, aber also jetzt so die 2 Stunden, was wir jetzt gespielt haben, also wirklich absolut sahnemäßig für das. Also gibt's wirklich gar nichts. Muss jetzt auch los, der Brot muss fertig werden. Dann schau, dass du in die Kirche kommst und los, ja, das Brot nicht abbrennen, gell, Mrs. Wife. Und merci dir fürs Zuschauen, wieder einmal. Ja, vielen lieben Dank. Na was, Road to 100 ist nicht mehr weit. Richtig, wir haben 94 Follower. Ich habe gestern über Nacht 3 Follower dazu gekriegt. Nochmal vielen Dank dafür, falls die gerade anwesend sind. Falls irgendwer anwesend ist, der noch nicht gefollowt hat und dem das taugt ist, was ich da betreibe, dann drück auch du gerne mal auf den Following-Button. Der kostet nämlich nichts, aber mir da der schwer helfen. Vielen Dank dafür. Das gleiche gilt übrigens für meinen Discord-Server. Ausrufezeichen Discord in den Chat schreiben. Da kommt es auf meinen Server. Kommt einmal in der Woche ein Streamplan online, da wisst ihr ganz genau, wann ich live gehe, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit und was gespielt wird. Abgesehen davon. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Vielen lieben Dank. Genau. Wie gesagt, ich werde nachher spätestens morgen sehr bald in der Früh, wenn ich heimkomme, nur eine Ankündigung schreiben, wie wir jetzt morgen streamtechnisch ausschauen. Sonntag plane ich jetzt einmal auf Mittag. Ja? Sonntag um 12 Uhr Mittag, denke ich mal, ist so gut wie fix. Die Frage ist eigentlich nur, ob ich morgen streame. Aber das wird tatsächlich eher eine spontane Geschichte. Wenn ich jetzt morgen stream, morgen Demon's Souls. Wenn ich morgen nicht stream, Sonntag Demon's Souls. Ja?
Je nachdem. Zeigen wir schon. Assassin's Creed gibt es halt dann je nachdem auch wieder, ob ich morgen live gehe oder nicht. Ansonsten machen wir Assassin's Creed nächste Woche am voraussichtlich Dienstag weiter. Aber da schauen wir dann noch. Genau. Passt bis am Montag am Sonntag bis Mittag im Fitness. Ja, schon, dann geht es ja wunderbar aus. Das ist ja absolut zauberhaft. Jetzt schauen wir mal, wer live ist. Ah, Brini ist online. Ja, ich glaube, die Raid mal die spät. Horizon Forbidden West, der ist auch über die Nacht erschienen, aber ich gestern beim Cookie noch eine ganze Weile zugeschaut. Schaut ganz schön aus, das Spiel. Aber liegt mir leider nicht so. Also, was heißt, liegt mir nicht so? Im Setting nicht so ganz warm. Genau. Leute, merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, mir taugt Assassin's Creed 1 bisher sehr, sehr gut. Eng auch, was ich bisher so gelesen habe. Das freut mich. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende. Ja, macht's nicht mehr. Was heißt, macht's nicht mehr? Bleibt's auf alle Fälle flauschig und bleibt's gesund. Das ist das Wichtigste. Dann sehen wir uns spätestens am Sonntag wieder. Sonntag um ca. 12 Uhr Mittag. Und viel Spaß bei der Brini. Lasst bei der einmal einen Daumen da, wenn es euch taugt. Sehr sympathische Person. Genau, mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Raid Command ist im Chat. Einmal für Follower, einmal für Subscriber. Einfach bei ihr, also kopieren und dann einfügen. Dann kennen sie sich aus. Ja, in dem Sinne, einen schönen Abend euch. Ich bin für heute raus. Bis spätestens Sonntag. Viert euch und viel Spaß bei der Brini. Hauen Sie rein, ne?